Hallo, wir sind zurück. Und wie ihr euch jetzt alle, die zuhört, fragt, wieso reden wir Hochdeutsch? Das liegt daran, weil wir haben einen internationalen Gast heute. Wir haben Mike von Heaven Shall Burn bei uns. Hallo, vielen Dank. Hallo, vielen Dank fürs Hochdeutsch-Reden. Ja, sonst könnte es kompliziert werden, glaube ich. Oh, ihr habt doch alle irgendwo deutsche Kollegen als Schweizer, oder? Ja, also, aber die verstehen uns Ich kenne keinen Schweizer, der keinen Deutschen im Betrieb hat oder so. Eben, ja, das stimmt, aber die wohnen ja alle hier, deswegen ist es mit dem Schweizerdeutsch dann wenig einfacher. Ja, okay. Ja, Mike, willkommen im Podcast. Sonst für die uns zum ersten Mal anschauen und hören. Wir sind Metal Traveler, ein kleiner Podcast aus der Schweiz, wo wir versuchen, unsere lokale Szene ein wenig Visibilität zu verbreiten und einfach mal, wir wollen Leute motivieren, mehr Local Shows zu gehen und kleine Bands anschauen. Und deswegen, Mike, mal kurz als Start, wie hat es bei dir so angefangen mit Musik spielen und auch an Local Shows zu gehen als Jugendlicher? Wie war's das? Du meinst als Fan hinzugehen? Ja, definitiv. Ja, das war schon ein total harter Kampf, weil ich stand so richtig in den Startlöchern. Ne? Also ich wollte unbedingt auf Shows gehen und ich durfte noch nicht so, weil mein Musikinteresse schon eher da war als das Alter so. Ne? Also ich durfte da... Ich komme aus einem sehr, sehr kleinen Ort und da waren jetzt keine Local-Shows. Also was bedeutet, dass man da auch immer mit dem Auto oder mit dem Moped irgendwie hätte hinfahren müssen. Und ja, das war da so mit 12, 13 Jahren irgendwie noch nicht drin. Ne? Aber ich hatte so einen großen Cousin, der mich immer hätte mitnehmen können. Und deshalb habe ich ständig die Magazine durchforstet nach Shows, wann da mal eine am Wochenende in der Nähe, wo mein Cousin wohnt, da war. Und dann sind wir dann tatsächlich auch mal zu so kleineren Underground-Shows irgendwie gegangen. Ne? Aber es sind auch wirklich tragische Sachen, wie zum Beispiel damals die Gods of Grind Tour mit Carcass, Entombed und Confessor, Cathedral und so. Die durfte ich nicht schauen, weil die mitten in der Woche war. Ne? Da konnte ich nicht hin. Und das ist heute noch ein Wunderpunkt. Ne? Auch wenn ich die Bands mittlerweile alle, ich glaube Confessor habe ich noch nicht gesehen, aber alle nachgeholt habe. Und auch schon mit denen auf Tour war, zum Teil dann mit den Bands jetzt mittlerweile, ist das immer noch so, dass man da so manche Legendensachen nicht mitbekommen hat. Und irgendwann ging das dann und dann fand auch mein Vater, dass ich alt genug bin und der hat mich dann auf Shows gefahren. Also dem war es lieber, als dass ich dann bei irgendwelchen alkoholisierten Metal-Kumpels da irgendwo im Kofferraum mitfahre. Hat er mich lieber selber hingefahren und er hat manchmal wirklich stundenlang vor dem scheiß Club gestanden, hat ein Buch gelesen und hat gewartet, bis ich da drin fertig war mit Moschen. Ne? Also super geil. Also in der Hinsicht haben das auch meine Eltern voll unterstützt, die lokale Clubszene, ne? Indem sie da mich und auch ein paar Kumpels da noch mit hingefahren haben. Ja, also da kann ich mich ganz gut dran erinnern. Ja. Mega cool. Ja, das ist ja wirklich cool eigentlich, dass du so eine Unterstützung hattest vom Elternhaus von Anfang an. Ging das dann gleich auch so weiter, als du selbst angefangen hast, Musik zu machen? Ja, schon. Also es waren noch mal so ein paar, wie soll ich sagen, so ein paar Dämpfer drin, ne? Weil bei uns in Thüringen, da ging es ja dann in den 90er Jahren auch ziemlich rund. Also es hat sich nie irgendein Schwein dafür interessiert, dass ich ein Morbid Angel oder ein Immortal-Shirt in der Schule anhabe oder irgendwas. Und auf einmal war Headline in der Bild-Zeitung Satansmord von Sondershausen. Die Absurdtypen haben da das war ja alles noch völlig unpolitisch damals. Ne? Die waren ja da noch keine Faschos, als sie jemanden umgebracht haben. Aber da kam so Black Metal, Death Metal, so diese Satanismus-Sache, die kam da auf einmal so für besorgte Eltern auf. Und auf einmal hat sich jeder um mich gekümmert in der Schule, als ob ich hier irgendein Problem hätte, weil ich jetzt hier irgendwie einen D-Side-Shot anhatte oder so. Und das war schon komisch irgendwie. Aber ich weiß, aber so diese Boulevardpresse irgendwie, das hat meinen Eltern eh nie gelegen. Also die haben da nicht allzu viel drauf gegeben. Vom Elternhaus selber habe ich da nicht so viel irgendwie Druck bekommen, aber da waren dann schon ganz viele besorgte Leute, die mit mir auf einmal reden wollten. Ne? So gerade.
wahrscheinlich derjenige, der am wenigsten Anlass zur Sorge hätte geben sollen in der Klasse. Ne? Aber das konnte man ja damals nicht wissen. Ja, und dann, als dann so die ersten Noise-Core-Gehversuche waren oder so, da hat tatsächlich auch mein Vater als allererstes für unseren Drummer, haben wir irgendwo ein gebrauchtes Schlagzeug aufgetan und haben das gekauft, und da hat der das dort in den Keller gefahren irgendwie zum Proben und so. Also da war da schon sehr, sehr unterstützend. Aber ich glaube einfach, also nicht so aus Eltern, es gibt ja auch viele Eltern, die fahren ihr Kind 5-mal in die Woche zum Fußballtraining oder in die Musikschule, weil sie selber irgend so einen Traum verfolgen. Mein Vater hat nie irgendwas mit Rock oder Metal oder irgendwie am Hut gehabt und auch nicht mit Musik im Speziellen so sehr. Das war eher so ein Literaturfreak. Also weiß ich bis heute nicht so richtig. Ne? Also ich habe ihn nie gefragt, er lebt leider nicht mehr. Also darüber das habe ich mir erst so Gedanken drüber gemacht, als ich selber Vater geworden bin, wie krass das eigentlich war, wie sehr der das unterstützt hat. Ne? Und das versuche ich dann auch weiterzugeben, ne? An kleinere Bands oder dann an meine eigenen Kinder, dass man die eben bedingungslos bei dem unterstützt, was sie irgendwie lieben. Ne? Wenn man merkt, okay, da tut sich für den jungen Menschen eine Leitung auf in eine Richtung, wo sich eine Passion entwickelt, dann das einfach zu unterstützen. Ne? Das ist eine tolle Sache. Und bei mir war es da eben die Musik, ne? Als es dann eben auch losging. Aber das lief dann noch eine ganze Weile auf wirklich unterstem Niveau, ne? Im Keller. Und das war auch gut so. Kennen wir. Deswegen. Aber das hat ja nichts, die Ernsthaftigkeit damals war ich wahrscheinlich ernsthafter dabei als heute. Ne? So ist das eben. Ja, aber das ging dann, da war ich so 14, 15, 16 und dass ich selber richtig Gitarre gespielt habe oder so, ich habe meine erste E-Gitarre mit 18 Jahren gehabt. Also ich habe wirklich sehr, sehr spät angefangen. Und davor, so typisches DDR-Kind, so mit 13 Jahren irgendwie, bei uns war eher so Sport. Ne? Also das sollte eine Weltmacht im Sport sein. Ich habe auch viel Leichtathletik gemacht, und wenn ich unserem Schuldirektor die Pokale gebracht habe, da hat er auch nicht gefragt, was ich sonst so mache. Deswegen stand das damals noch vor der Musik, und ich bin da relativ spät eingestiegen. Ja. Hat diese ganze Sozialisation, die du erlebt hast von der DDR damals, möglicherweise dazu beigetragen, dass ihr beschlossen habt, die Band nie als Hauptberuf anzuschauen? Oder kam das aus anderen Gründen zustande? Das ist eine interessante Frage. Also das ist vielleicht für verschiedene Bandmitglieder von uns unterschiedlich. Also wir haben ja auch einen Westdeutschen dabei, unseren Quoten-Wessi. Aber der wundert sich schon ab und zu mal er wundert sich schon manchmal so über manche. Also keine Ahnung, also wenn du in deiner frühesten Kindheit und in den wichtigen Jahren bis 12, 13 Jahren da so in dem Sinne organisiert wirst, ne, mit Militärübungen, Fahnenappell, was weiß ich, allen Scheiß, das hinterlässt natürlich Spuren in deiner Persönlichkeit. Ne? Also es ist einerseits so die Einstellung, politische Systeme nicht als ewig anzusehen und auch nicht ernst zu nehmen, ne, weil du eben diese Erfahrung gehabt hast. Also das haben ja nur wirklich wenige Menschen, ne, dass sie einen Tag ins Bett gehen, nächsten Tag aufwachen und deinen Staat gibt es nicht mehr im Prinzip. Ne? Also aber jetzt nicht im Sinne einer Katastrophe, wie es vielleicht in der dritten Welt stattfinden würde, sondern halt als politische Wende, ne, die relativ geordnet vonstatten geht. Das ist schon eine krasse Erfahrung. Und das schleppen wir schon rum. Also diese Einsicht, dass Dinge nicht ewig sind. Ne? Und das hat man dann Leuten, deren Eltern 70 Jahre lang im Frieden aufgewachsen sind und wo alles immer nur in eine Richtung lief, das hat man denen schon voraus dann. Ja, und das ändert auch ein bisschen was an der Einstellung. Und was ich meinte mit der DDR-Erziehung, die auch im politischen Sinne war, es hat ja nur so eine Art Kollektiv existiert. Ne? Also so Einzelleistungen, das war vielleicht im Sport gefragt, aber ansonsten musstest du immer an einem Strang ziehen. Und das hat uns als Band schon geholfen, dass sich da keiner zu wichtig nimmt, dass immer das Ergebnis für alle im Vordergrund steht. Wir entscheiden bis heute alles gemeinsam. Ne?
Und das macht natürlich manche Sachen auch ein bisschen länger und ineffektiver. Daran ist ja letztendlich die DDR auch zugrunde gegangen, ne? Weil sie den eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden konnte. Aber in so einer kleinen Sache wie einer Band funktionieren manche von diesen Ansätzen dann schon ganz gut, ne? Also wie soll ich sagen, der Kleinsozialismus im Kapitalismus funktioniert besser als der Sozialismus im Großen. Ja. Gab es denn mal eine Idee oder eine Absicht, dass ihr die Band wie nochmal auf die nächste Stufe hebt und das dann als euer Hauptberuf anschaut, so wie das vergleichbare Bands machen, wie zum Beispiel Parkway Drive oder so, die sagen, wir sind nicht Jurist nebenbei oder Krankenpfleger, wir sind nur Musiker. Also das ist das Paradoxe, weil je bekannter und größer die Band wird, umso mehr Zeit hast du. Okay. Also das ist, wenn du so an der Schwelle zum Erfolg bist und dich da hocharbeitest, da fällt eigentlich die Entscheidung, okay, will ich das als Profi machen oder nicht. Wenn du einmal über die Schwelle hinaus bist, dass du Headliner auf dem Wacken bist, in Charts bist, Platten verkaufst und so weiter, dann hast du auf einmal viel mehr Zeit, weil du Headliner auf den Touren bist. Du legst fest, wann die Tour ist. Du legst fest, okay, ich will in Gränichen am Freitag spielen und nicht am Samstag oder so. Und die Leute fangen an, sich nach deinem Schedule zu richten und nicht du musst irgendwo reinpassen, ne? Und dadurch hast du viel mehr Zeit nebenbei. Also ich sage mal, schau dir Brian May von Queen an. Er hat seinen Doktortitel gemacht, als er schon im Rock-Olymp war. Oder Bruce Dickinson von Iron Maiden, der macht nebenher noch Verkehrspilot, schreibt Bücher und sonst irgendwas, ne? Also ist paradox, aber je bekannter die Band ist, umso mehr Zeit hast du nebenher. Oder schau dir die System of a Down-Typen an, da hat ja auch jeder 5 Projekte, mit denen er irgendwie Musik veröffentlicht. Das ist einfacher. Deshalb stellt sich dann später die Frage eigentlich gar nicht, weil wir schon an diesem, zumindest im deutschsprachigen Raum, an dem Maximalpunkt des Erfolges waren, auch ohne Profis zu sein. Ne? Wenn man das jetzt natürlich war das auch mit Kosten verbunden. Wir sind in USA oder so natürlich nicht so groß wie im deutschsprachigen Raum, weil wir eben nicht die Zeit haben, da 4-mal im Jahr zu tun, wie Touren, wie Amon Amarth das machen oder Parkway Drive oder so, ne? Und haben auch nicht die Zeit, uns einen Monat hinzustellen und eine Vorproduktion zu machen wie Parkway Drive, weil sonst würden die jeden Abend gegrillt werden, wenn die das nicht theatralisch minutiös durchprobieren. Ne? Es ist so ein Level von Professionalität ist da natürlich nicht drin. Ne? Das ist klar, das hält einen dann schon so ein bisschen fern, aber es verhindert vor allem, dass man ausbrennt. Ne? Also auch hier, du kannst dir Backstage gehen, das sind alles tolle Bands, aber du triffst oft Bands, die sind, weiß nicht, seit einem halben Jahr zusammen auf der Straße, die hassen sich alle. Die haben und ich finde, man merkt einer Band an, ob sie gerade die Show 35 von 100 auf einer Tour spielt oder ob sie, wie wir jetzt mal 2 Wochen losgefahren sind und da ein paar Wochenenden ihren Spaß haben. Das ist ein Unterschied, glaube ich. Also im Positiven wie im Negativen. Ne? Natürlich ist das nicht so abgeklärt und total professionell und vielleicht verhackt sich mal einer bei einem Akkord, aber dafür kriegst du halt echte Gefühle. Ne? Und das kann man als Profi gar nicht reproduzieren, weil so viele echte Gefühle gibt es gar nicht, dass du das jeden Abend authentisch bam, bam, bam. Ne? Und wir haben, sonst wird es uns als Profiband, hätten wir vor 10 Jahren gesagt, ey, wir wollen Profiband sein, würde es uns wahrscheinlich nicht mehr geben, weil es uns dann keinen Spaß mehr machen würde. Verstehe ich sitze zwischen meinen Gesetzesbüchern und bin froh, wenn ich dann in einen Tourbus steigen kann, aber wenn ich hier einen Monat unterwegs bin, bin ich auch froh, wenn ich wieder in die Bibliothek kann und Bücher wälzen. Ne? Das ist ein tolles Gleichgewicht. Ihr habt euch ja auch, das war vor Corona, ich glaube 2019, eine längere Pause gegönnt. Und das könnte ja auch eine Berufsband in dem Sinn nicht, weil dann wären sie sofort irrelevant, außer du bist irgendwie Metallica oder so. Das war natürlich strategisch ein wahnsinnig cleverer Schachzug vor der 2-jährigen Corona-Pause. Nochmal eine 2-jährige Live-Pause zu machen. Also das konnte ja natürlich keiner wissen, aber als wir dann wir haben ja dann mit Wacken so ein Streaming-Event gespielt oder irgendwie und da haben wir wirklich 4 Jahre nicht mehr auf der Bühne gestanden. Ne? Also das war schon krass. Also da haben sich andere Bands 2-mal aufgelöst und wieder gegründet in so einer Zeit. Ne? Bei uns war das
das war schon krass, ja. Hier im Helferbereich hat es einen Raum, dort haben wir alle Poster der vergangenen Grenichen und die habe ich inspiziert im Vorfeld zu diesem Interview und da habe ich gesehen, 2014 habt ihr hier gespielt. Siehst du, wir haben es vorhin gehabt, ich dachte vor 10 Jahren, aber es ist schon länger her. Okay. Ja, 12, genau. Und jetzt, ich will dich nicht fragen, kannst du dich erinnern und so, weil es wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll, weil ihr habt seit da hunderte Gigs gespielt. Aber was lustig ist, 2014 habe ich euch zum ersten Mal gesehen. Das war nicht hier, das war am Open Air Gampel, weiter südlich von hier, aber auch in der Schweiz. Und dort, aber mit Scooter zusammen. Genau, Ja, das war extrem geil. lustig. Vor euch spielte Fettes Brot und nach euch Scooter. Und ihr habt das unglaublich lustig gefunden. Ey, Alter, wir haben da 6 Stunden Backstage mit Scooter abgehangen. Das war unfassbar. Der hat einen Backstage-Raum gehabt, das war ungefähr so groß wie hier. Und da haben die eine PA reingeschoben. Und da saß halt dann mit den beiden DJs da drin, HP. Und die Scheiben, die vibrierten so einen halben Meter immer irgendwie raus. Und Geil. Und volle Suppe. Und da haben wir auf einmal klopft bei uns am Container und ich gesagt, kommt rüber! Und da haben wir dann gefeiert. Ne? Geil. Die Tänzerinnen, die tanzten da auch irgendwo. Das war der Hammer. Also das war wirklich, das ist Backstage in Sachen, da kannst du Rock'n'Roll komplett vergessen. Also das war echt eine Lehrstunde. Geil. Das war schon echt cool. Aber also der Intensität, also wenn ihr, ob der das bei jeder Show so macht, schon allein die Vorbereitung ist unfassbar gewesen. Also da hat sich da wirklich 3 Stunden lang warm geraved. Das war wirklich Gut, musste wahrscheinlich auch. das war super cool. Ja, Das war wirklich. super cool. Und auch mal eine Gelegenheit, mit solchen Musikern ein Backstage zu Ja, verbringen. total, oder? total. Was Also- zum Beispiel auf dem Wacken oder Summer Breeze wahrscheinlich eher nicht geht, weil dort alles Metal-Bands Ja, sind. die kochen dann schon, also nicht negativ gemeint, aber die kochen dann schon sehr im eigenen Saft. So. Okay. Und, das ist, ja. Ja, blieb mir auch für immer in Erinnerung, wie ihr auf der Bühne auch gesagt habt, wie lustig das war, mit Scooter im Das war Backstage super, zu ja. sein. Erzählen wir heute noch davon. Es ist ja auch komplett absurdes Line-Up, wenn du es anguckst. Fettes Brot, Heaven Shall Burn, Scooter. Also 3 deutsche Ja. Institutionen aus komplett verschiedenen Bereichen. Ja. Passiert euch das öfters, dass ihr mal irgendwo in ein Line-Up reingebuckt wird, das jetzt nicht unbedingt gerade nur Metal ist? Oder? Also ich glaube, wir sind die Metalband im deutschsprachigen Raum, die das am meisten macht. Weil, also wir haben ja auch mal, gerade in Deutschland gibt es einen Haufen Festivals, die so wie Deichbrand und Open Flair und also da, wo du wirklich mal zwischen Donuts und Beatsteaks spielst oder mit Feine Saale Fischfilet zusammen oder mit Materia oder irgendwelchen Hip-Hop-Sachen oder so. Und das liegt halt eher so an unserer Attitüde, ne? Weil wenn da Antilopengang sagen, ey, ladet mal noch ein paar Antifa-Bands ein oder irgendwie sowas, da sind wir da halt auch ein ganz guter Farbtupfer, mal ein bisschen für die härtere Fraktion und das ging bis jetzt immer super gut, weil das ist ja auch ein Stück weit jüngeres Publikum bei solchen Events, gerade wenn da viel Hip-Hop dabei ist und so und das ist eine Generation. Ich glaube auch der Riesenerfolg von Electric Callboy, da demonstriert das ja auch. Die Kids, das klingt so alt, aber ist ja wirklich so, die Kids, die wollen einfach nur eine krasse Show. Ob das Hip-Hop, ob das Elektro, ob das Metal ist, das interessiert die gar nicht mehr so sehr. Ne? Also da hat keiner Problem, von einer Elektroparty zu einer Grindcore-Show zu gehen, wenn das beides irgendwie gehypt ist und man dann eine gute Zeit hat. Kenne ich ganz viele Leute, die sich das alles antun. Ne? Also da jetzt so griesgrämig wie ich in meiner Jugend dazustehen und wenn der Sänger nicht grunzt, dann ist es scheiße. Ich glaube, früher war es so, gab es Ja. mehr eine Abtrennung, oder? Zwischen Subkulturen. Ja, glaub ja, ich. genau. Oder? Und jetzt ist das eher so eine Eventkultur. Ja. Ne? Nur schon zwischen Punk und Metal war so ein Graben, oder? Das kann ich jetzt in der heutigen Ja, Zeit ja. überhaupt nicht mehr Nee, nachvollziehen. da gab es wenige Ja. Brückenbands, ne? Ja. So wie Sick of It All oder Exploited oder SOD oder ne? auf die sich da jeder einigen konnte irgendwie. Aber ansonsten war das schon getrennt, ja, das stimmt. Mike, also, Nein, go ahead. Meine war dumm, mach du. Alright. Ne, da will ich deine hören. Ja, nee, deine, komm. Nee, es war nur so eine Theorie, weil bei uns war das ja
ich meine, das mit dem, ich sage ja auch schon die Kids heutzutage, weil die hören ja alle auch eigentlich die gleiche Musik, weil Musik ist mittlerweile ja so vermischt, dass du ja im Hip-Hop schon auch Moshpits aus dem Sänger hast, die screamen. Ja, und du hast ja auch Knocked Loose auf dem Lollapalooza gehabt und das hat ja auch funktioniert. Ja. Irgendwie, also ich glaube, das ist generell jetzt so ein Ding. Und deswegen finde ich es gut, dass auch Bands wie ihr das macht und die Ja, das die haben wir auch Brücken schon schlagen. vor 10, 15 Jahren irgendwie gemacht und das funktionierte ganz gut. Und wenn du da der Außenseiter bist, also die Leute haben auch keinen Bock, 20 Hip-Hop-Acts am Stück zu hören. Ne? Da sind die für so einen Farbtupfer eigentlich mal ganz froh. Und dieser, wie soll ich sagen, dieser Platzhirsch-Effekt, ne? Dass die Leute zeigen wollen, okay, ich bin der Härteste, ich feiere jetzt mal hier die härteste Band ab, ne? Die verschafft dir eigentlich immer gute Publikumsreaktionen, wenn du die härteste Band auf dem Ja, Line-Up bist. ab einer gewissen Anzahl Bier ist es, glaube ich, auch egal, was auf der Bühne passiert. Weil letztes Jahr war hier ja, jetzt ist zwar auch alles braun, aber wegen trocken. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, so Flaschen hoch Schlamm. Ja. Okay, Und da hat krass. das Lumpenpack dann gespielt und die haben sich eben auch, die hatten halt den anderen Effekt, weil die waren das erste Mal auf dem Metal Festival und die haben sich gefreut, dass die Leute Schlammengel machen sehen. Also das heißt, aber irgendwann macht es, glaube ich, wirklich keinen Unterschied mehr, ob jetzt Helene Fischer oder Slayer auf der Bühne steht. Dann ist auch irgendwie die Energie und der Vibe auch einfach ganz wichtig, oder? Ja, total. Aber Mike, ich wollte noch ganz kurz fragen, weil es nimmt mir Wunder, wie so die lokale Szene bei euch so war, eben, wo ihr gestartet habt und wie du es vergleichen würdest mit heutzutage. Weiß nicht, ob ihr vielleicht ab und zu an Local Shows gönnt und das irgendwie ein Also wir hatten am Anfang, das hängt auch wieder mit der DDR zusammen, weil wir hatten schon tolle Startbedingungen, weil du musst dir das in der DDR so vorstellen, das war ja schon vom Staat kontrolliert, das Kulturleben, aber wo wir herkommen, in Thüringen, Sachsen, das war auch in der DDR eine relativ isolierte Region, ne, die sehr, sehr ländlich ist, wo es keine Großstädte gibt, viele Dörfer mit Dorfsälen. Und die Rock, Punk und Blues und Metal-Musik, die hat sich so in diese Regionen verzogen in der DDR. Da gab es so Dorfsäle, wo da wird auch nicht nach einer Spielerlaubnis gefragt hat. Er war froh, wenn da 200 Leute kommen, die dem die Bar leer saufen. und deshalb haben da ganz, ganz viele Konzerte stattgefunden in wahnsinnig kleinen Dörfern, aber mit Leuten, die da wirklich aus Berlin, aus Leipzig, aus Dresden, aus den großen Städten dahin gereist sind. Als wir in den 90ern gestartet haben als kleine Krachmacher, da gab es diese Auftrittsorte noch, ne, die sich da in der DDR etabliert haben. Deshalb war das ein gut funktionierendes Netz von ganz, ganz vielen kleinen Locations, in denen du spielen konntest. Ne? Also, und dort haben auch andere Bands angefangen. Ne? Also ich habe da Rammstein vor 100 Leuten gesehen. Ne? Die haben da Demokassetten verschenkt und so. Und aus dieser Dorfsaalkultur kamen da sehr, sehr viele Bands. Ne? Und das war schon diese Infrastruktur, die es da noch gab, das hat uns sehr geholfen. Und das merke ich heute, dass diese Infrastrukturen, die so völlig auf DIY basieren, dass es die fast nicht mehr gibt. Ne? Man ist immer trotzdem noch auf ein Jugendzentrum angewiesen, auf einen Jugendclub, wo es wenigstens einen Raum gibt, wo man das irgendwie stattfinden lassen kann und so. Und da können natürlich dann auch Kommunen ganz schnell den kulturellen Hahn zudrehen, indem sie sowas dicht machen, ne? Wegen Brandschutz, wegen Baurecht und solche Sachen. Ne? Und das war da schon viel, viel unkontrollierter. Und zumindest bei Deutschland ist die Situation immer noch so. Also ein Streichquartett, die werden durch die ganze Welt geflogen oder so. Aber wenn du eine Black-Metal-Band hast, irgendwie, da brauchst du vom Staat keine Förderung zu erwarten. Ne? Und Ja, das kennen wir. Ja, und das ist in anderen Ländern komplett anders. Also als wir das erste Mal ein Festival in Japan gespielt haben, wir sind von Frankfurt losgeflogen und da saßen in unserem Flieger eine Band aus Belgien, eine aus Schweden und ich glaube, war das noch eine isländische? Nee, ich glaube eine norwegische, noch irgendeine nordische Hardcore-Band saßen da mit drin. Die haben ihren Flug alle vom Staat bezahlt bekommen. Wir waren die einzigen Idioten, die sich die Tickets selber gekauft haben. Und die
mein Kumpel Olafur Arnalds, der hat mir auch erzählt am Anfang, der hat bei ein isländischer Künstler, der bei Iceland Air, die haben ein Formular, das füllen die aus, wo wollen sie spielen, was sind sie für eine Band und dann kriegen die ihre Flugtickets vom Staat. Unglaublich, okay. Ne? Und das ist norwegische Diplomaten, die werden Geschichte von Black Metal geschult, ne? Weil sie als soziale Kompetenz, weil sie in jedem Smalltalk drauf angesprochen werden. Ne? Und damit die da auch Bescheid wissen und so. Und das ist so ein kulturelles Erbe, dessen sind sich ganz, ganz viele nicht bewusst. Ne? Und ich weiß nicht, das ist in der Schweiz wahrscheinlich ähnlich. Ja, also, ja. dass einer der wichtigsten Erfinder, Tom Warrior, dass der aus der Schweiz kommt, der ein ganzes Musikgenre quasi mit Martin Ain im Alleingang erfunden hat. Ne? Das wird als Kulturgut gar nicht wahrgenommen. Ja, und seine Bands sind auch überall berühmter als in der Schweiz. Das ist eigentlich traurig, aber es ist ja, das ist, wir haben letztens, ich weiß nicht, vielleicht kennst du Paleface Swiss, das ist die größte Schweizer Band momentan und da habt es den Swiss Music Award gegeben für den meistgestreamten Act auf jeden Fall. Und der wurde dann nicht an die vergeben. Obwohl sie das Zehnfache an Streams haben, aber einfach halt, weil, es kümmert sich niemand um Metal oder Punk oder was es ist der nächste Easy Jazz Act oder so, ne? Ja. Ja, es sind die Pop-Acts und die Hip-Hop-Acts und die... Da gibt es auch tolle Musik aus der definitiv, Schweiz. Ja. Aber das ist so, das nehme ich in Deutschland auch wirklich wahr. Ne? Und da gibt es nun mal auch in Deutschland Bands wie Halloween oder so, das sind Heilige in Südamerika. Ne? Das sind Kulturbotschafter. Das ist, als ob du da das Gewandhausorchester oder sonst wen hinschickst. Ne? Wirklich von Weltrang. Und das wird aber einfach nicht wahrgenommen und nicht gefördert. Ne? Und das ist schon scheiße. Und diese Einstellung, um auf die Frage zurückzukommen, das schlägt halt auch auf die kleinsten Infrastrukturen, für die Auftrittsmöglichkeiten für kleine Bands, das sind in Schweden, da gibt es eingerichtete Proberäume für Rockbands und sowas. Ne? Das ist hier vielleicht mal an der Schule, wenn ein Musiklehrer gut drauf ist oder so, da macht das vielleicht eine Eigeninitiative, aber das sind alles keine staatlichen Programme, wo eine Konzeption dahinter steht. Ne? Und das ist Schwachsinn. Ja. Sonst hättest du wahrscheinlich in der Schweiz 4 Bands wie Paleface Swiss und nicht nur eine, die das mal die wirklich von selber Gas gibt und sich einen Arsch abspielt und so einen Willen zur Macht hat. Ne? Mike, interessant, hast du Südamerika erwähnt. Ich bin in Chile und Peru aufgewachsen und du hast komplett recht. Also Heavy und Power Metal ist heilig. Maiden. Blind Guardian oder das deutsche Band wie Halloween und so. Das sind, es gibt also Leute, die wirklich monatelang gespart haben zum Einticket und sie schätzen, also mindestens als ich dort gewohnt habe vor 20 Jahren, da hast du wirklich das gespürt, so wie speziell das ist und wie das geschätzt worden ist. Damals gab es nicht so oft Konzerte. Langsam gibt es jetzt mehr, natürlich, oder? Aber das ist sehr interessant, wie du gesagt hast. Ja, also das ist ja auch, ich kann mich daran erinnern, als wir das vorletzte Mal in Südamerika waren, da haben wir in Brasilien ein Festival gespielt mit King Diamond zusammen, der da seit 30 Jahren nicht mehr war oder so. Ne? Da haben 50-jährige Männer gekniet und geheult wie kleine Kinder vor der Bühne. Also das können wir uns gar nicht vorstellen. Ne? Also das war wirklich Wahnsinn. Ja. Das war echt Wahnsinn. Ja. Ich hätte noch eine Frage, die komplett von dem abweicht, was wir bisher besprochen haben. Ja. Ich sehe ja, du hast ein Fußballtrikot an, oder? Ja. Ihr habt ja auch ein Team gesponsert aus Jena, oder tut das immer noch, oder? Ein Fußballteam. Wie kam das zustande? Ist ja eher untypisch. Abgesehen von euch kenne ich nur noch Motorhead, die das getan haben. Die Toten Hosen haben das auch mal gemacht. Okay. Mit Fortuna Düsseldorf, glaube ich. Ne? Das ist ein ehemals ganz, ganz großer Verein. Ne? Also die haben, fast 100 Europapokalspiele, waren im Europapokalfinale und 3-mal Landesmeister, 4-mal Landespokalsieger und so weiter. Aber jetzt spielen die halt in der 4. Liga. Ne? Und da stapeln sich natürlich nicht die Sponsoren irgendwie. Ne? Und als da wirklich überhaupt niemand irgendwas machen wollte, dann war diese dumme Idee irgendwie reif, das mal so unterzuschieben. Ne? Weil wir als Band,
also mit unserem Anspruch, den wir haben, möglichst viele Leute zu erreichen, weil es bringt ja jetzt nichts, Nazi rauszubrüllen mit 1000 linken Leuten im Saal, kochen ja auch nur im eigenen Saft, das bringt ja nichts. Du musst ja auch mit deiner Message Leute erreichen, die das sonst nicht hören. Und so Orte, wo Leute zusammenkommen, die sonst nicht zusammenkommen, das gibt es kaum noch. Das ist fast eigentlich nur noch das Fußballstadion. Ne? Da steht der Professor neben dem Fließbandarbeiter und die Krankenschwester steht dort neben dem Arbeitslosen und dort kommen alle irgendwie zusammen und du wirst von allen irgendwie gehört. Ne? Das ist noch so ein repräsentativer Querschnitt der Gesellschaft, der sonst gar nicht stattfindet. Ne? Weil so dividieren die Blasen sich ja schon. Ne? Die Leute gehen in andere Kinos, die gehen in andere Supermärkte, die gehen sogar in andere Schulen und Krankenhäuser mittlerweile. Es splittet die Gesellschaft sich auseinander. Ne? Und so Orte. Und das ist eben das Vereinsleben. So in Vereinen findet das noch statt. Ne? Und Fußball ist eben sehr, sehr populär und da reinzukommen, das war schon eine tolle Gelegenheit und da auch mal die Message zu bringen. Ne? Und ja, also da ins deutsche Fernsehen einfach mal eine Mannschaft mit einem Sea Shepherd-Trikot auflaufen zu lassen bei einem Pokalspiel, das ist schon eine coole Sache, ne? Wo du sonst nicht viel Gelegenheiten hattest. Aber das ging, wie gesagt, weil die keine besseren Ideen hatten in der 4. Liga. Also das war dann so nach dem Motto, ja, na gut, er macht's halt, aber ich will damit nichts zu tun haben. Und als sie dann nach einer Woche, keine Ahnung, 20.000 Trikots verkauft hatten, dann war so wie mal die Idee von allen, ne? wie das so ist. Ja, logisch. Und da ging das dann ja auch noch ein paar Jahre gut weiter. Und die Abmachung war dann, also bis jetzt ein Sponsor kommt, der da mal richtig Geld reinhaut, bleiben wir halt auf dem Trikot oder geben das Trikot eben weiter an. Weil da noch die Wacken Foundation hat dann auch noch mal was reingetan und so, um ihre Message darüber zu bringen. Und das war eine coole Sache, ja. Ja, aber es hat funktioniert, weil das war das einzige Mal in meinem Leben. Ich bin jetzt mehr so, wir sind mehr auf der Seite Eishockey. Okay. Das heißt, es war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich wirklich dachte, so, ich brauche ein Fußballshirt. Ja. Also funktioniert hat's. Ja gut, Eishockey ist ja auch richtiger Sport. Ne? Ja gut, Fußball ist auch, da rennst du 90 Minuten, das ist auch gar nicht mal so. Nee, vom Rennen her schon, aber so von dem, wie soll ich sagen, Weichei-Faktor ist es mittlerweile schon anstrengend. Ne? Also sage ich als großer Fußballfan, aber das muss man schon zugestehen, was da Eishockey, Handball und andere Sportarten da einstecken. Das ist schon was anderes. Ne? Eishockey bezeichne ich mittlerweile auch einfach, wenn du es guckst, das ist einfach auch ein hoher Grad an dumm. weil halt wirklich, du siehst ausgewachsene Männer, die sich dann wegen irgendwas einfach komplett zerkloppen. Also es ist eigentlich genial. Es ist genial, aber halt, es ist nicht dumm im schlechten Sinne. Mehr halt so, ja gut, es ist Brot und Spiele. Zahnärzte freuen sich. Ja, genau. Und im Moshpit ist ja nicht groß anders. Ja, definitiv. Gut, das würde ich jetzt aber auch nicht als das Höchste, was die Menschheit an Kulturgut, Intellekt zu bieten hat. Kennst du Lev Yashin? Sagt mir gar nichts, nein. Das ist wahrscheinlich der beste Torwart der Geschichte. Das war ein sowjetischer Fußballtorwart, der wurde auch zum Torwart des Jahrtausends gewählt, also des 20. Jahrhunderts. Der hat als Eishockey-Torwart angefangen tatsächlich. Der hat die Härte von da mitgebracht. Ach so, nicht schlecht, ja. Gut, krass. Da muss ich meine dumme Idee wahrscheinlich dem Schweizer Fußballverband auch mal pitchen. Weil meine Idee wäre, den Eishockey-Trainer nehmen und den für die Fußballer mal hinzustellen, um eben das, was du vorhin angesprochen hast, mal so ein bisschen einzudämmen, dass man den Sport wieder sehen kann. Wird wahrscheinlich dann aber eventuell ein bisschen in die falsche Richtung eskalieren. Ja. Nehmen wir aber lieber einen Rugby-Trainer. Das wäre auch geil. Eishockey ist da doch zu hart. Mike, wenn ihr jetzt so, wie du zu Beginn der Unterhaltung gesagt hast, ihr habt inzwischen so die Möglichkeit, ein bisschen auszusuchen. Die Leute richten sich nach euch. Wenn ihr jetzt so die Wahl habt, ob ihr wollt ein Headliner sein an einem Gränichen oder ob ihr eine Dreiviertelstunde am Nachmittag am Rock am Ring spielen wollt, wie sind dort eure als Band, eure sozialistische Entscheidung, was gemacht wird? Also, das hat gar nicht so... Das hat, glaube ich, eher was mit weniger mit Marx und Engels als mit Konfuzius zu tun, weil das ist nicht Sozialismus, das ist einfach Geduld, weil du kannst beides machen. Okay. Du spielst halt ein Jahr in Gränichen und ein Jahr auf dem Rock am Ring, musst halt Geduld haben.
Genau, und ihr habt ja die Zeit, hast du vorhin erklärt. Ja, eben. Deswegen, also das geht beides. Wir machen ja jetzt zum Beispiel eine Festivalrutsche, bei dem wir Festivals spielen, die wir sonst leider nicht spielen können. Ne? Weil wenn du da in diesem Turnus bist, dass du alle paar Jahre mal Greenfield spielst oder so, ne? Dann ist natürlich für die anderen Festivals dann kein Platz. Aber wenn du das mit genug Geduld vorantreibst, dann kannst du das auch alles mal machen, was wir da an guter Erinnerung haben. Und wenn Scooter da ist, werden wir sicher auch in Gampel mal wieder spielen. Deswegen, also das kann man schon beides machen. Und über die Jahre haben wir auch festgestellt, dass man gar nicht so sehr, weil das eine bewusste Entscheidung war, aber weil wir halt einfach wegen Terminen, Prüfungen auf der Uni oder wegen irgendwas auch Sachen absagen mussten. Das hat sich im Nachhinein immer als positiv herausgestellt. Ne? Die Booking-Agentur hat dann nicht gesagt, nee, der Sänger hat Frühschicht, die können das deshalb nicht spielen, sondern die haben gesagt, nee, die können nicht spielen. Und dann dachte der Veranstalter halt, okay, na, muss ich halt das nächste Mal mehr Geld bieten. Ne? Und dann schraubt sich das so hoch und da ist Nein sagen, das ist die größte Tugend einer Band eigentlich und Geduld haben. Das ist wirklich so. Deshalb verbrennen auch so viele Bands, weil die in ihrem Hype auf einmal viel zu viel machen. Ne? Dann sind sie körperlich ausgelaugt und businessmäßig auch. Und zwischenmenschlich auch noch. Das kommt auch vor, ja klar. Ja. Hey Mike, wir bedanken uns schon mal, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Also, keine Ursache, war sehr unterhaltsam. Mega cool für uns, auch als Fans, mit dir da ein bisschen zu sprechen. Ich habe eine kleine letzte... Warte, ich habe noch eine Zwischenfrage. Ja. Gibt es deine Gitarre noch irgendwo zu kaufen? Die Ibanez, die blaue mit dem orangenen Knopf, der eine was war das, eine Boje? Nee, die war, also ich bin ja jetzt auch nicht der totale Gitarrengott, deshalb hat die Ibanez auch, die war schon limitiert, also die kommt nicht. Mittlerweile habe ich ja auch eine andere. Ja, die ist auch sehr hübsch. Die kommt vielleicht mal irgendwie, aber die alte gibt es nicht mehr. Die blaue hat es mir eben angetan, das heißt, ich bin auf mich allein gestellt. Gut, nee, da kann ich dich nur auf eBay Kleinanzeigen fahren. Tipptopp. Dann schreibe ich jetzt aber, Mike hat mir gesagt, ich soll auf eBay Kleinanzeigen. Das heißt, wenn ich sie das nächste Mal sehe, dann werde ich dich name droppen. Das passt schon. Ja, mach mal. Aber sonst als kleine Abschiedsfrage, wenn du einen jungen 15-, 16-jähriger Musiker mal einen Tipp geben könntest aus deiner langjährigen Erfahrung, was würdest du kurz sagen? Kommt doch an, was der Musiker will. Was will er denn? Will er berühmt werden oder will er Erfolg haben oder will er Spaß haben? Das ist ein guter Punkt. Das ist eine gute Frage, was ich zuerst stelle. Das ist eigentlich schon mal ein guter Punkt, weil viele sind sich dem ja gar nicht bewusst. Und wenn du nur schon das mal ansprichst, hast du eigentlich vieles schon geklärt. Ja, also es gibt kein Tutorial oder Masterplan, wie du Erfolg hast. Alle Bands, die Erfolg haben und dort auf einer Bühne stehen, die haben irgendwann mal unfassbares Glück gehabt. Und das ist, du kannst dich nur in eine Position bringen, in der du zugreifen kannst, wenn dieses Glück um die Ecke kommt. Ne? Es gibt ganz viele Bands, die das unbedingt wollen und wenn dann irgendwann mal diese Gelegenheit kommt, dann sind die schon so verkrampft oder so festgezurrt in Egoismen und Verträgen und so, dass sie da gar nicht mehr zugreifen können. Also in diesen Zustand kannst du dich bringen. Aber ob das irgendwann mal passiert, das ist wie bei einem Fußballprofi. Also es gibt Leute, die hätten das Zeug zum Nationalspieler gemacht und sind trotzdem nur Kreisklasse geblieben. Ne? Und das ist bei ganz, ganz vielen Bands so. Das zieht sich auch durch unsere Karriere. Wir merken ja auch, dass es Bands gibt, die rein handwerklich 1000-mal besser sind als wir und die nicht ein Zehntel von dem Erfolg haben. Aber das ist... das ist einfach eine Glückssache. Zum richtigen Zeitpunkt, beim richtigen Label unterschreiben. Wir haben ja Metalcore gemacht, da wussten wir überhaupt noch nicht, dass es Metalcore gibt. Ne? Und dass du da im richtigen Moment da an dieser Speerspitze dabei bist, wenn das so Fahrt aufnimmt oder so, das ist es halt. Und, aber das Einzige, was ich sagen kann, die Antworten wirst du nicht auf YouTube finden und auch nicht von irgendwelchen Influencern, weil die Leute, die irgendwann mal Erfolg haben werden, die machen jetzt gerade irgendwo ihr eigenes Ding, von dem wir alle noch nichts wissen und von dem die selber noch nicht wissen, dass es mal was Großes werden wird. Ne? Und das ist halt das, wie sich das immer entwickelt. Deshalb, also entspannt bleiben
und immer einen Plan B in der Tasche haben, weil das verschafft dir diese Relaxedheit, auch mal Nein zu sagen, wenn du es nicht wirklich fühlst. Ne? Weil wenn du Sachen machen musst, dann hängt von anderen Leuten ab, ob du Erfolg hast und nicht von dir selber. Deshalb haben wir auch alle noch unsere Berufe. Ja. Ja, cool. Danke dir vielmals. Super, ne? Vielen Dank. Ja, bitteschön. Tausend Dank. Es Und wir war freuen ein uns Fest. auf ein Konzert heute Abend. Oh ja. Super.